SRF Kids Hörspiel. SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Das ist die Geschichte vom Fernsehräuber. Fernsehräuber? Da könnte man meinen, die Geschichte erzähle von einem Räuber, der geht Fernsehapparat stehlen. Einer, der mitten in der Nacht, wenn es dunkel ist, in Wohnungen und Häuser und in Fernsehläden einbricht. Aber die Geschichte ist eben manchmal anders, als man meint, es müsste sein. Unser Fernsehräuber hat also nicht im Sinn gehabt, Fernsehapparat zu stehlen. Und auch nicht das ganze Fernsehen, das Fernsehen, wo die Fernsehmacher das Fernsehen machen. Das Fernsehen mit allen Studios und allen Leuten, die dort arbeiten und mit diesen Türmen und Antennen. Nein, das Fernsehen kann man ja gar nicht stehlen. Welcher Räuber hat schon so einen riesigen Räubersack, um das ganze Fernsehen einzusacken? Warum unser Fernsehräuber aber gleich Fernsehräuber heisst, das vernehmt ihr aus der Geschichte, die jetzt gerade anfängt. Ich erzähle von der Familie Habertür, das heisst, nur von einem einzigen Obig bis Habertürs, von einem Obig, wo das Habertürs nie vergessen haben. Es ist schon ein paar Jahre her und gleich erzählt man im Dorf immer noch davon. Die Familie Habertür war eine ganz normale Familie mit einer Mutter, einem Vater und 3 Kindern, einem Benni, einem Franzi und dem Stefan. An einem Donnerstagabend wollten der Herr und die Frau Habertür ausgehen. Sie waren eingeladen bei Freunden in der Nachbarschaft. Sie konnten nicht früher gehen, weil sie erst zum Haus aus, wenn ihre Kinder im Bett sind. Es hat sie gedunkt, es ging heute wieder lang, bis endlich alle 3 in den Federn sägen. Immer wenn wir fort wollen, haben wir so lang. Ja, und immer wenn ihr fort wollt, müssen wir so früh ins Bett, hat der Benni gesagt, der Älteste. Der Vater hat dem kleinen Stefan einmal gute Nacht gesagt und ist dann in die Stube am Fernsehen die Tagesschau anschauen. Wo es tätscht hat im Fernsehen, weil sie an einem Ort geschossen haben auf der Welt, ist der kleine Stefan in die Stube gerannt. Was ist? Warum tätscht er so? Bang, bang, bang! Nicht bang, bang, bang. Sowieso nicht für kleine Buben, die schlafen. Da ist auch noch Franziska in die Stube gekommen. Was ist los im Fernsehen? Jetzt kommst du auch noch. Geht jetzt endlich unter, wir wollen gehen. Ja, aber zuerst noch Geschichte. Also gut, zuerst noch Geschichte, aber nicht lang. Jetzt hat der Vater also noch Geschichte vom Mädchen mit den 2farbigen Haaren weiter erzählt. In dieser Geschichte kommen die verrücktesten Geschichten vor. Immer haben sie mit den Haaren von einem Mädchen zu tun, wo Rupfeli-Zopf heisst. Einisch hat rote und gelbe Haare, der blaue und grüne, der orange und schwarze. Einisch erzählt die Mutter, einisch der Vater. An dem Abend hat der Rupfeli-Zopf ins Bett und hat nicht ins Bett. Das wäre noch lang gegangen. Ich erzähle dem morgen weiter, hat der Vater gesagt. Der Benni und Franzi können noch ein bisschen lesen. Der Kleine soll schlafen. Ich kann aber nicht schlafen. Ja, dann nimmst halt den Teddybär und erzählst ihm eine Geschichte vom Rublikopf. Dann schlaft wieder miteinander ein. Du und der Berri. Und Benni, wenn etwas ist, dann läutest du an. Die Telefonnummer von Eberlis liegt beim Telefon. Ja, die kann ich dann auswendig. Gute Nacht, Benni. Gute Nacht, Franzi. Gute Nacht, Stefan, haben die Eltern gesagt und jedem einen Gute-Nacht-Kuss gegeben. «Kommt ihr nicht so spät heim?» hat es Franzi noch nachgerufen. Dann waren sie allein. Der 11-jährige Benedikt, die 9-jährige Franziska und der 6-jährige Stefan. Es war ganz ruhig in der Wohnung. Gar nichts hat man gehört. Fast ein bisschen unheimlich ruhig war es. Die beiden grösseren Kinder haben noch ein bisschen gelesen und der Stefan hat studiert, was er echt einem Berri erzählen könnte. Es hat ihm einfach nichts in den Sinn gekommen. Dann ist ihm plötzlich das Bang, Bang, Bang von vorhin im Fernsehen wieder eingefallen. «Ich kann einfach nicht schlafen»,
hat er übergerufen. «Bist ruhig, ich will lesen.» «Ich will auch lesen, aber ich kann noch nicht lesen.» «Ja, du lernst es dann schon noch», hat Franzi gesagt. «Schlaf jetzt und stör uns nicht immer», hat der Benni zum anderen Zimmer aus übergerufen. «Ihr seid langweilig, überhaupt ist Einschlafen langweilig.» Dann war es eine Weile still und dann hat der kleine Stürmi schon wieder angefangen. «Was ist im Fernsehen?» «Ich gehe Fernsehen schauen.» «Nein, du gehst nicht Fernsehen schauen», hat Franzi gesagt, und der Benni hat gefuttert. «Bist doch endlich still. Es kommt sowieso nichts für so kleine Pfüderi.» «Ich bin kein kleiner Pfüderi. Und überhaupt hast du nur Angst, seit Tagen zu schimpfen, wenn sie heimkommen. Und überhaupt bin ich jetzt verrückt. Und wenn ich verrückt bin, kann ich überhaupt gar nicht einschlafen.» Der Benni hat einfach nichts mehr gesagt. Darum war es wieder für eine Weile ruhig. «Wo gehst du hin?» hat der Benni gefragt, als er gehört hat, dass der Stefan zum Bett aus ist. «Ich muss aufs WC.» «Schon wieder?» «Ich weiss, denk selber, wenn ich muss aufs WC.» Man hat es gehört spülen, und dann hat man vom kleinen Stürmi nichts mehr gehört. Und die beiden Grossen konnten lesen. Wo sie aber lang nichts mehr gehört haben sie dann gleich gewundert. «Wo ist echt der Stefan? Meinst du, der sei so lange auf dem WC?» hat Franzi gesagt. «Das hat einmal gespült. Ist er echt doch Fernsehen schauen?» «Könnte schon sein. Der will ja immer alles sehen.» Jetzt sind der Benni und Franzi zum Bett aus und in die Stube rüber schauen. Dort sitzt der kleine Pfüderi im grössten Stuhl vor dem Fernsehen. Er hat das Fernsehen ganz leislich eingestellt. Der Benni wollte gerade abstellen. Dann hat der Stefan schnell den Ton lauter gemacht. Es war gerade so eine spannende Musik, so eine Musik, die einem kribbelig macht. Auf dem Bild hat man eine Gasse gesehen in einer Stadt, und diese Gasse darauf ist ein einziger Mensch gegangen, ein Mann. Aber der Mann hat nicht ausgesehen wie einer, der auf dem Heimweg ist. Der Mann ist ganz nahe an den Häusern gelaufen, dass man ihn nicht so gut sieht, und hat vorsichtig immer wieder umgeschaut. «Was macht der Mann? Ist das ein Böse?» hat der Stefan gefragt. «Wenn im Fernsehen einer einen schwarzen Job anhat und es ein bisschen dunkel ist und die Musik dazu, dann ist es ein Böse», hat der Benni zum Stefan gesagt. «Aber der Papi hat doch auch einen schwarzen Job an.» «Ja, aber doch nicht im Fernsehen.» «Schau jetzt doch», hat Franzi gesagt. Jetzt haben auch die grossen zwei schauen, wie es im Fernsehen weitergeht und was der Mann macht. Der ist gerade um eine Ecke herum verschwunden, und dann ist er in einem Hinterhof wieder aufgetaucht. Er hat eine Dächelkappe zum Mantelsack ausgenommen, hat ein grosses nasses Tuch um den Kopf gebunden und hat den Mantelkragen aufgeglitzt. «Hey, das ist ja ein Räuber!» hat der Stefan ganz aufgeregt gesagt. «Der geht jetzt, denkt er, sicher räubern.» Jetzt nimmt der Räuber die Taschenlampe vor und zündet mit der Taschenlampe am Haus noch auf. Im ersten Stock war das Fenster ein bisschen offen. Im Fenster nebendran hat es Licht gehabt. Der Räuber klettert am Dachhängel noch in den ersten Stock rauf. «Benni, schau, ob die Storren unten sind», hat der Stefan gesagt. «Ist die Wohnungstür beschlossen?» Der Benni ist schauen. Und alle waren froh, dass alles gut zu war. Jetzt sind sie im grossen Stuhl innen ganz nahe zusammengesessen und haben dem Räuber zugeschaut. Der hat ganz vorsichtig durchs beleuchtete Fenster hineingeschaut. Man hat mit dem in eine Stube hineingesehen. Dort sitzen ein älterer Mann und eine ältere Frau vor dem Fernsehen und schauen den Film an. In diesem Film sieht man gerade, wie ein Räuber durchs Fenster in eine Wohnung hineinsteigt. Die 3 Habertürkinder haben zugeschaut, wie der Räuber in ihrem Fernsehen durchs dunkle Fenster in ein dunkles Zimmer eingestiegen ist. Zuerst hat er mit der Taschenlampe langsam kreuz und quer durchs Zimmer durchgezündet. Der Lichtstrahl ist über einen Tisch gefahren, dann der Wand noch über ein Bild, dann unter das Bett, dann an einen Kleiderkasten. Er hat den Kasten durchnäuselt, hat unter Lindtücher und Kleiderbeigen reingelangt und dazu die Musik.
Findet er echt etwas? Hat Franzi gewundert. Natürlich findet er etwas, hat der Benni gesagt. Die Räuber im Fernsehen finden immer etwas. Sonst wären es ja gar keine Räuber. Und ohne Räuber im Fernsehen gäbe es keine Fernsehräuber. Und dann gäbe es auch keinen Fernsehräuberfilm. Und Pfander hätte... Was ist ein Pfander? Hat der Kleine gefragt. Nicht Pfander. Pfander. Das ist... Schaut jetzt gescheiter, was er macht, hat Franzi gerufen. Jetzt war der Räuber nämlich an der Kommode. Hat eine Schublade nach der anderen aufgezogen, zuerst die unterste, und hat jede durchnäuselt. Die Kinder haben gesehen, wie der Räuber im Fernsehen in der obersten Schublade genäuselt hat. «Wow, Bingo!» hat er fast ein bisschen zu laut gerufen, der Räuber. Er hatte ein Bündel Banknoten in einer Hand, hat mit der Taschenlampe drauf gezündet. Als er das Bündel Geld in den linken Mantelsack hineingeschoben hat er wieder umgeschaut wie einer, der schauen will, ob niemand zuschaue. Dann hat es ihm gedacht, er sei ein bisschen verklüpft, hat mit den Lampen nervös im Zimmer umeinander in alle Ecken hinein und zuletzt zum Fernsehen aus. Den 3 Kindern mitten ins Gesicht. «Was macht ihr da?» hat er gesagt. «Hey, der meint uns! Spinnst? Der sieht uns doch gar nicht!» «Mal weg der Taschenlampe!» «Ja, Kabis, der ist doch im Fernsehen innen!» «Ja, schau doch!» Franzi und die beiden Buben sind jetzt ganz nahe zusammengerückt im grossen Stuhl innen und haben kaum mehr getraut, ins Fernsehen hineinzuschauen, haben aber gleich. Der Räuber hat das Nastuch vom Gesicht weggenommen, hat es um die rechte Hand herumgewickelt, hat einen Fuß gemacht, hat ausgeholt und mit einem zünftigen Box gegen die Fernsehscheibe gehauen. Es hat einen Schein gegeben wie ein Blitz. Es hat getatscht und gescherbelt, es hat gerochen und gestunken zum Fernsehen aus und die Fernsehmusik hat aufgehört. Zum Rauch aus ist der Räuber gekommen. Steht vor dem kaputten Fernseher ins Habertürs Stuben innen, plötzlich so gross wie ein richtiger Räuber. Er macht einen Schritt auf die Habertür hinzu. Das Fernsehscheibenglas kroset unter seinen Räuberschuhen und er zündet mit der Taschenlampe dem Kind ins Gesicht. «Was haben die mir zuzuschauen, wenn ich stille? Ein Räuber muss können stehlen, ohne dass man ihm dabei zuschaut. Und die es sehen, dass er stillt, gehen zu der Polizei und sagen es der Polizei.» Die 3 Kinder haben kein Wort rausgebracht und haben vor Angst kaum mehr denken. «Ihr habt mir zugeschaut und könnt mich verraten. Und dann werde ich verhaftet und eingesperrt. Ich will nicht verhaftet und eingesperrt werden. Ich will dafür sorgen, dass ihr mich nicht verraten könnt.» Ausgerechnet der kleine Stefan hat zuerst wieder etwas sagen. «Wir sagen ganz sicher nichts. Wir sagen ganz sicher niemandem etwas.» «Wie heisst es, Kleine?» «Stefan.» «Und du?» Franziska.» «Und der Gross da?» «Benni», sagt der Stefan. «Benedikt», hat der Benedikt gesagt. «Ich kann selber reden.» «Ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Dass ihr mich nicht verraten könnt, nehme ich euch mit.» «Aber wir dürfen doch nicht einfach, wir müssen doch aber, uns Mami hat...» «Wo ist Mami?» «Bei Säberlis.» «Und der Papi?» «Auch bei Säberlis.» «Ja.» «Wo sind Säberlis?» «Ja, daheim», hat der Stefan gesagt. «Klar daheim. Wo ist daheim? Wo ist das?» «Gerade dort hinten.» «Also, los jetzt», hat der Räuber befohlen. «Leg die Schuhe an. Jedes holt eine Wolldecke. Der Gross geht in die Küche und holt etwas zu essen und zu trinken. Wo ist das WC?» Sie haben ihm es gezeigt. «Ich meine doch ein Richtiger. Wenn er muss aufs WC. Räuber im Fernsehen müssen nie bisseln.» «Benni, wo hast du Telefonnummer?» «Da.» Das Franzi hat gerade den Hörer abgenommen, da hat man es gehört spülen. «Was machst du? Der Polizei anrufen?» Nein, nicht der Polizei. Im Fernsehen. Ich wollte wissen, ob Räuberfälle in einem Film. Der Benni hat gestaunt ab dem Franzi. «Mach ich dir ein bisschen pressiert. Und wegen mir noch etwas zum Spielen mitnehmen.» «Aber Spielzeugpistole?» «Keine Waffe. Und du kommst mit in die Küche.» Der Räuber ist mit dem Benni in die Küche. «Da, nimm die Tasche.
Da hat's Brot, da hat's Äpfel. Im Kühlschrank hat's sicher Käse. Ich esse ja nur Schachtelkäse, hat der Benni getraut zu sagen. Schnell der Fräse, hä? Der halt Schachtelkäse. Und für mich eine Wurst, wenn's eine hat. Im Kühlschrank hat der Benni noch eine Flasche Mineralwasser gefunden. Daneben ist auch noch eine Flasche Bier gestanden. «Darf ich?» hat der Räuber gefragt. «Warum fragen Sie? Sie sind doch ein Räuber?» Da hat der Räuber den Benni eigenartig angeschaut. Und der Benni hat ein bisschen von seiner Angst verloren. «Hast recht, bin ein Räuber.» Und er hat Bierflaschen genommen und ein paar Landjäger. «So, kommt jetzt. Und kein Mucks voraus, verstanden?» Der Räuber hat die Wohnungstür leislich aufgemacht, hat rausgeschaut und ins Stegenhaus rausgelassen. Er hat niemanden gesehen und man hat nichts gehört. «Los jetzt! Kann ich machen!» Die 4 sind langsam hintereinander die Stegen abgedüsselt und unten zum Haus aus. «Da durch, die Strasse darauf. Der Gross geht voraus.» Der Benni ist also voraus mit dem Zessen in der Tasche und 6 von seinen Spielzeugautöli. Das Franzi hatte ein Büchlein und das Schlafaugenbaby. Es hatte Stefan an der Hand und der hat sein grosses Teddybär fest an sich gedrückt. Zuhinterst ist der Räuber gelaufen. Niemand hat es gehört, niemand hat es gesehen. Überall waren die Vorhänge gezogen und storren unten. Die Leute sind an dem kühlen Abend vor dem Fernseher gesessen oder haben Radio gehört oder etwas gelesen oder gejasset oder miteinander plaudert wie es Haberdörs und das Eberlis. Niemand hat gemerkt, was da aussen los ist. Dass da aussen ein Räuber mit 3 Kindern unterwegs ist. Wo soll ich jetzt mit diesen Kindern hin? Die hat mir grad noch gefehlt, hat der Räuber gedacht. Schön blöd, dass die mir haben müssen zuschauen. Nicht weit weg, ein bisschen auf einer Höhe oben, hatte es eine Kapelle. Die Kapelle hat man nicht gesehen von dort aus, wo der Räuber mit dem Kind gerade war. Aber den kurzen, dicken Turm hat man gesehen. Nicht schlecht, hat der Räuber gedacht. Gar nicht schlecht, so ein Turm. Bis man die Kinder findet, bin ich schon lang wieder daheim. Gerade wo der Räuber mit dem Kind auf den Turm zugelaufen ist, hat es einiges geschlagen. 9:30. Die Tür vom Turm war beschlossen. Es war ein alter Turm mit einer alten Tür und einem alten Schloss. Der Räuber hat aus einem von seinen Mantelsäcken einen Drahtring gezogen. An dem Ring sind ein paar Eisenhöcker gehangen, serig, wo die Räuber damit alte Türschlösser auftun können. «Dietrich», sagt mir serigen Eisenhöcker. Der Räuber hat einen Dietrich nach dem anderen probiert. «Alles beschliess jetzt ab», hat er gefuttert. «Denk weg, der Räuber», hat der Stefan gesagt. Das Franzi hat ihm einen Punkt gegeben. Ein paar Mal hat der Räuber vergeben probiert. Der hat endlich einen gedreht im rostigen Schloss. «So, endlich. Ah. Und jetzt innen.» Im Turm war es dunkel. Es hatte nur ganz kleine Fenster, kaum ein Schimmer von den Strassenlampen ist hineingekommen und es hat ganz feucht geschmeckt in dem engen Raum und der Boden war holprig. «Da bleibt ihr jetzt. Ihr habt ja da die Wollendecken und das Essen habt ihr auch. Irgendeinisch gefällt mir euch das schon. Da, nimm.» Der Räuber hat dem Stefan die Taschenlampe gegeben, dass er nicht noch mehr Angst hat. «Danke, Herr Räuber», hat der Stefan gesagt. «Ich heisse nicht Herr Räuber.» «Wie heissen Sie denn?» hat Franzi gefragt. «Räuber sind Räuber. Räuber brauchen keinen Namen. Die Räuber haben erst wieder Namen, wenn sie daheim sind.» «Ja, oder wenn man es verwünscht», hat der Benni gesagt. Da hat der Räuber den Benni angeschaut. «Sind Sie auch an einem Ort daheim?» hat Franzi gefragt. Der Räuber hat keine Antwort gegeben. Der Stefan hat dem Räuber mit der Taschenlampe ins Gesicht hineingeleuchtet. «Sind Sie eigentlich ein richtiger Räuber?» «Wieso soll ich kein richtiger Räuber sein?» «Sie sehen einfach nicht aus wie ein richtiger Räuber, jetzt, wo Sie das Nastuch nicht mehr anhaben.» «Wie sieht ein richtiger Räuber aus?»
Ja, einfach anders, böser. Ich bedenke böse, sonst würde ich euch doch nicht in den Turm beschliessen. Aber sie sehen gar nicht so böse aus, wie sie reden. Der Benni und das Franzi haben schön gestaunet über ihre kleinen Brüder, dass der traut, so mit dem Räuber zu reden. «Tun Sie doch mal richtig böse, wenn Sie können», hat der Stefan gesagt. Der Räuber hat jetzt ganz böse geschaut, hat die Augen aufgerissen, das Kinn für ihn gestellt und gemacht. «Hotzenplatz!» hat der Stefan gerufen. Da mussten alle drei lachen und der Räuber hat komisch ausgesehen. Ja. «Warum stellen Sie eigentlich?» hat Franzi gefragt. «Ein Räuber ist ein Räuber, weil er ein Räuber ist.» Ein Weile war es ruhig im Turm innen. Der Stefan hat die Lampe ein bisschen weggedreht, dass sie im fremden Mann nicht so hart ins Gesicht hineinscheint. «Warum habt ihr das gemerkt?» hat der Räuber gefragt, und seine Stimme hat gar nicht mehr so böse tönt. «Einfach ihrem Gesicht an. Sie haben gar nicht so böse Augen. Und weil wir haben dürfen Wolldecken mitnehmen und zu essen und Spielsachen.» Der Räuber hat nichts mehr gesagt. Er ist an die Wand vom Turm gelehnt und hat mehr traurig wie böse ausgesehen. «Haben Sie schon viel gestohlen?» hat Franzi gefragt. «Hast nicht zählt.» «Was machen Sie mit dem Geld?» «Und wenn man Sie dann verwünscht?» «Ich muss jetzt gehen. Man findet euch dann schon.» Der Räuber hat die Türe leislich aufgetan, ist leislich in die Nacht raus, hat die Türe zugezogen. Die Kinder haben gehört, wie er mit dem Dietrich Schloss zutreibt. Er war draussen, sie drinnen, eingeschlossen, mitten in der Nacht im Kappelenturm. Die Kinder sind nahe zusammen in einer Ecke gesessen, haben die Wolldecken um sich herumgenommen und haben nicht gewusst, was sie jetzt machen sollen. «Warten», sagt man dem. «Ist das echt der Räuber? Oder ist es gar keiner?» hat der Stefan gefragt. «Oder es ist gar niemand, weil er eigentlich im Fernsehen innen müsste sein», hat Franzi gesagt. «Kannst ja gerade auch noch fragen, ob wir jetzt eigentlich da sind, in dem Turm innen, oder ob wir es nur meinen», hat der Benni gesagt. Sie haben zwar nicht mehr so Angst gehabt, seit sie mit dem Räuber geredet haben und seit sie gewusst haben, dass er nichts Böses mit ihnen will. Aber gekümmert haben sie wegen den Eltern. Was sagen echt die Mami und der Papi, wenn sie heimkommen und sehen, dass die Kinder nicht mehr rum sind? Gerade etwa zu dieser Zeit sind der Herr und die Frau Habertür aufs Haus zugelaufen. «Hey, schau!» «Was ist?» «Bei uns brennt das Licht in der Küche», hat Frau Habertür ganz erstaunt gesagt zu ihrem Mann. «Ja, wir haben gedacht, vergessen zu löschen, oder eins der Kinder hat Durst gehabt und ist etwas trinken.» Als sie in die Wohnung hineingekommen sind, hat es ein dunkles Brändeli. Der Vater ist im Rauchgeruch noch in die Stube hinein. «Hey, Vreni, komm schauen!» «Ums Himmels Willen!» «Schau den Fernseher an, kaputt, vorne ein schwarzes Loch. Scherben sind auf dem Teppich verstreut umeinander gelegen. Was haben auch die gemacht?» Aber den Schaden am Fernsehen haben die Habertür schnell vergessen, wo sie in die Kinderzimmer sind schauen, was die Kinder machen. Im Stefans im Zimmer innen haben sie noch gedacht, der Kleine sei beim Benni im Bett. Das hat er auch schon gemacht, wenn sie allein daheim waren am Abend. Aber in keinem der Kinderbett war ein Kind. Dann sind sie ins Elternzimmer schauen. Auch hier kein Kind. Die Mutter ist auf dem Bettrand gesessen und hat das Gesicht in die Hände hineingelegt. Der Vater ist an die Kastentüren hineingelehnt und hat laut geschnauft. «Sind sie echt fort, weil sie den Fernseher geschlossen haben?» «Ja, aber wohin?» «Ich rufe an.» «In wem?» «Ja, in Säberlis.» Der Vater ist anrufen. Säberlis haben natürlich auch nichts gewusst von Habertürs Kind. Sie haben gesagt, sie kämen über. Unterdessen sind die Habertürs bei allen Familien im Block rufen und fragen. Niemand hat etwas gewusst von den Habertür-Kind. In kürzester Zeit war das ganze Haus in einer Aufregung.
Wer schon im Bett war, hat sich angelegt. Die Kinder von diesen Familien haben sich an ihren Eltern vorbei ins Stegenhaus rausgedrückt. Was ist los? Wer ist verschwunden? Nein, das darf doch nicht wahr sein. Die Erwachsenen sind in der Stube von Habertürs zusammengekommen. Zuerst haben sie den kaputten Fernseher gesehen, haben ins Loch hineingeschaut, wo sonst Bilder rauskommen. Und dann haben sie beraten, was sie jetzt am besten machen. Nur den Kopf nicht verlieren, hat einer gesagt, der bei der Feuerwehr ist. Weit können sie ja nicht sein. Dann haben sie abgemacht, wer im Haus geht suchen, wer ums Haus herum, wer weiter weg, wer zu Fuß durchs Quartier geht, wer mit dem Velo und wer mit dem Auto. Die Frau Habertür bleibt am besten daheim. Es könnte ja jemand anrufen. Sie machen also Telefon wach, hat der von der Feuerwehr gesagt. Vreni, lüt doch einen Polizist an, er soll vorbeikommen, hat Herr Habertür gesagt. In einer halben Stunde kommen wir hier wieder zusammen. Wenn die Kinder bis dann nicht vorgekommen sind, kann die Polizei helfen. Also, gehen wir. Eine Nachbarin ist bei der Frau Habertür geblieben. Das zweite miteinander kann man besser Angst haben. Alle, die suchen, haben gehofft, sie fänden das Habertürs Kind. Auch die grösseren Kinder haben beim Suchen geholfen. Sie haben ja alle Verstecke gekannt im Quartier, die es gebraucht haben beim Versteckis oder beim Knebeli-Verbannis. Im Kappelenturm oben sind der Benis, Franzi und der Stefan immer noch in ihren Ecken gekauert und haben mehr gefroren, wieder Angst gehabt. «Ich habe kalt», hat Franzi gesagt. «Und es ist ja so hart auf diesen blöden Stein», hat der Stefan geschumpfen. «Gib mir die Lampe», hat der Beni gesagt. «Aber ich will sie dann wieder.» Der Beni hat überall umgezündet, kreuz und quer durch ihr Gefängnis durch. Der Turm hat dicke Mauern und eine Holzdecke. Auf einer Seite ist eine schmale, steile Stege überrauf zum Uhrwerk und die Glockenstube. Dort oben hat es nur eine einzige Glocke gehabt. Das haben die Kinder gewusst. Sie haben eben den Turm gekannt, weil sie den Glöckner gekannt haben. Sie haben schon manchmal mit in den Turm rein, wenn er ist, das Zeit aufziehen oder läuten. «Hey, läuten! Läuten, natürlich mit der Glocke läuten!» hat der Beni auf einmal gerufen. «Oh ja, läuten!» Und schon sind alle drei auf der Beine gsi. «Zuerst läuten wir und dann gehen wir rauf und rufen zu den Geistern aus. Trau wieder mit raufzukommen.» Der Beni war jetzt ganz der grosse Brüder gsi. Alle drei haben miteinander das Glockenseil, das durch ein Loch in der Decke abgeklampert ist, in die Hände genommen. Der Beni hat gesagt: «Los, zieh!» Und dann haben sie miteinander gezogen. Zuerst ist es noch streng gegangen, aber schon beim dritten Mal hat die Glocke einmal angeschlagen. Und dann hat es geläutet. Mitten in der Nacht, am 11:45, hat es vom Kappelenturm oben runter übers Dorf geläutet, wie wild. Die Leute, die geholfen haben zu suchen, sind wieder bis Habertürs in der Stube inne gsi. Auch der Polizist und der Feuerwehrkommandant. Die Feuerwehr muss eben überall helfen, nicht nur wenn es brennt. Sie haben gerade abgemacht, wer wo weiter suchen, wo es plötzlich von der Kappel oben runtergeläutet hat. Der Feuerwehrkommandant hat es zuerst gemerkt. «Das kann doch nicht sein», hat er laut gesagt. «Das kann doch kein Feueralarm sein. Wir haben doch heute das Alarmtelefon.» «Aber ich gehe gleich schnell schauen, was da los ist.» Und schon ist er zu den Stuben aus. «Ich mag nicht mehr», hat der Stefan geklönt und Franzi hat auch gerade aufgeben. Die Hände in dem Brennen vom Seil. «Gut, dann hören wir jetzt auf», hat der Beni gesagt. «Vielleicht haben sie uns gehört. Wir gehen jetzt in die Glockenstube rauf und rufen oben runter und geben Zeichen mit der Lampe.» Jetzt sind sie ganz aufgeregt und haben kaum mehr Angst gehabt, wo sie hintereinander die steilen Stege drauf sind. «Geht nicht zu weit raus», hat der Beni gemahnt, wo sie in der Glockenstube oben sind. Plötzlich haben sie gehört rufen: «Beni, Franzi, Stefan!» Alle drei sind das Glockenfenster übergekrochen, wo gegen ihr Quartier überschaut. «Da oben sind wir, im Turm oben!»
Wir können nicht raus! Der Benni hat mit der Taschenlampe blinkt und kreiset. Unten rauf haben sie gerufen: Wir kommen! Die Kinder haben niemand gesehen. Es war ja dunkel. Sie haben nur gesehen, wie eine lange Kette von Lichtern das Wägli den Kappelenhügel draufkommt. Unten rauf hat einer gejuchzt. «Das ist der Papi», hat Franzi gesagt. Ja. Dann sind sie vorsichtig die Steilstege durchab. Ja. Der Feuerwehrkommandant war zuerst beim Turm oben. Natürlich beschlossen. Sind ihr da? Mach ihn auf! Wir können nicht aufmachen! Was nicht aufmachen? Wenn ihr beschlossen habt, könnt ihr dann wieder auftun. Wir haben nicht beschlossen! Aber es ist doch beschlossen, Sterne 5. In dem Moment ist auch der Glöckner zum Turm gekommen. Wer läutet dort mitten in der Nacht? Was ist da überhaupt los? Haben Sie den Schlüssel? Der Glöckner hat den Kommandant nur angeschaut, wie soll ein Glöckner keinen Schlüssel hat zu seinem Turm, wo er alltag muss die Zeit aufziehen und 3-mal läuten. Wo sind sie? Sind sie da? Haben Sie es gefunden? Sind sie zu Weg? Benni, Franzi, Stefan? Haben die Eltern gerufen und die anderen Leute, die noch beim Turm oben angekommen sind und jetzt aufgeregt um den Turmeingang herumgestanden sind. Der Glöckner hat aufgemacht, die Kinder sind rauszurennen gekommen, der Mutter und dem Vater in die Arme. Ja. Der Vater und die Mutter hatten fast zu wenig Arme gehabt, um ihre Kinder zu heben und an sich drücken. Vor lauter Freude und Erleichterung nach dieser Aufregung haben die Leute ganz vergessen zu fragen, was eigentlich passiert ist. Was denn da eigentlich los war. Wie es denn eigentlich hier in den Turm raufgekommen sind und was denn mit dem kaputten Fernseher sei. Nichts haben sie gefragt. Freude haben sie gehabt. Nur der Feuerwehrkommandant wollte etwas wissen. «Wo haben Sie einen Schlüssel?» «Wir haben keinen Schlüssel», hat der Benni gesagt. «Ganz sicher nicht», hat der Stefan gerufen. «Aber ihr habt euch doch eingeschlossen.» «Nein, wir haben uns nicht eingeschlossen.» Der Benni ist fast ein bisschen verrückt worden. «Der Räuber hat uns eingeschlossen.» «Welcher Räuber?» Der Räuber vom Fernsehen.» Jetzt hat der Stefan ganz aufgeregt angefangen zu erzählen. Alle Leute sind ruhig gsi, haben alles hören, was der Kleine erzählt. Der Räuber, der zum Fernsehen ausgekommen ist, der hat uns hier rauf entführt und eingeschlossen. Es war aber gar nicht so ein böser Räuber gsi. Und den Teddybär durfte ich mitnehmen und das Franzi das Baby mit den Schlafaugen und den Benni die Tautöli. Und dann hat er uns noch die Taschenlampe geschenkt, dass wir keine Angst haben. Und das Essen haben wir auch noch. Halt, kleiner Mann. Schön der Reihe noch. Und nicht so schnell. Aber wir haben Fernsehen geschaut. Jetzt hat Frau Habertür den Herr Habertür angeschaut. Es war eine Räubergeschichte im Fernsehen. Wir haben gesehen, wie der Räuber räubert und dann hat er gesehen, dass wir schauen, wie er räubert. Und dann hat er gesagt, jetzt habt ihr mich gesehen und jetzt könnt ihr mich verraten und dann kommt die Polizei und dann muss ich ins Käfi und ich will gar nicht ins Käfi, hat er gesagt. Ja. Und dann ist er gekommen, zum Fernsehen aus, hat Franzi gesagt. Einfach zum Fernsehen aus. Bang hat es gemacht und blitzt und gerochen hat es. Und dann ist er vor uns gestanden und hat uns ins Gesicht gezündet. Er hat gesagt, wir haben den gesehen, Räuber, er nehme uns mit. So, zum Fernsehen ausgestiegen ist er, der Räuber, euer Räuber. Der Feuerwehrkommandant hat davon lachen. Und dann hat er euch einfach da in den Turm eingeschlossen und eingesperrt. Fernsehräuber, das muss ich jetzt aber in den Rapport schreiben. Da haben auch die anderen Leute davon lachen. So ein gewaltiges Lachen hat man noch nie gehört um den Turm herum. Ein grosses, glückliches Lachen von einem ganzen Quartier, wo glücklich war, dass die Kinder wieder vorgekommen sind. Der Fernsehräuber, hat man zwischen ihnen gehört rufen. Eine schöne Geschichte. Die älteren Habertür haben nicht so laut gelacht, sie sind einfach zufrieden gewesen, dass die Kinder wieder hatten. Im Herr Habertür ist der kaputte Fernseher aber doch durch den Kopf. Nicht nur, weil es ein neuer, teurer war. Aber er hat nichts gesagt. Der hat es vom Turm oben ab 12 geschlagen. Das muss gefeiert sein. Das gibt ein Fest. Ein Räuberfest. Ein Fernsehräuberfest, haben die Leute gerufen. Ein paar sind zu trinken holen und zu essen. Man hat Tisch und Bänke auf dem Platz vor der Kappeln aufgestellt, dann haben sie Lichter auf den Tisch stehen.
Und dann hat es ein langes Nachtfest gegeben, wie noch nie. Alle Kinder durften aufbleiben und mitfesten an dem Fernsehräuberfest. Vom kaputten Fernsehen ins Habertürs Stube hat niemand etwas gesagt. Und die Geschichte von dem Räuber, der zum Fernsehen ausgekommen sei, hat sowieso niemand recht geglaubt. Die Habertürkinder haben auch noch eine Fantasie, haben die Leute gesagt. Ja. Der Kleine, der gäbe mal einen richtigen Geschichtenverzähler. Ja. SRF Kids Hörspiel. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.